Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge oder zu einer neuen Folge von dem Alpha-Test von Z Factory. Ja, wir haben schon ein bisschen was, wie soll ich sagen, erforscht bzw. produziert und so weiter. Und ich sagte ja, dass wir jetzt so ein Aluminium Ingots wie hier, okay, das brauchen wir jetzt gerade nicht, dass wir jetzt quasi uns um das Upgrade von 5 kümmern. Da brauchen wir jede Menge. Da brauchen wir jede Menge. Wir hatten ja jetzt die Produktionsstätte. Wieso hängt das hier? No power. No power. What? Es hat doch jetzt tatsächlich in der Zeit, wo ich jetzt abwesend war, doch tatsächlich ein Update gegeben von dem Spiel. Oder war das wo sind jetzt die Bier da? Hat's jetzt wirklich... Nee. Hat's jetzt... Hä? Power off, Power... Okay, es gab einen Kurzschluss. Das ist ja mal cool. Okay. 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 Ich weiß schon, wo der Kurzschluss ist. Den beheben wir jetzt mal schnell. Und zwar den hier. Wir machen... Warte mal. Den weg. Den auch. So, warte. So. Jetzt braucht der noch eine Verbindung dahin. Was habe ich denn jetzt wieder weggenommen? Das ist der, das ist der, das ist der. Das ist der, das ist der, genau. Das ist nämlich den mit dem. Und dann sollte das eigentlich wieder laufen, oder? Ja, also das läuft zumindest mal. Und das läuft auch. Ne, das gab kein Update, sondern das war schon vorher drin. Nur irgendwie gab es den Kurzschluss noch nicht. Gut, da wird mal fleißig... Oh. Ich wollte sagen, ganz fleißig noch Dings produziert, aber ja. So, dann wollen wir doch mal hier auffüllen. Und zwar 500 Parts. Das. Dann haben wir hier Rohre und das hier. So. Gut, wir gehen mal hier schauen. Wie viele Parts haben wir denn? Ach ja, schon bald mal alle da. Dann haben wir hier schon irgendwas drinnen. Oh ja. Wunderbar. Wir sind ja schon so weit vorbereitet, dass wir... doof gesagt, ja schon das meiste eigentlich haben, ne? So. Das so. Das so und das so. Okay. Was brauchen wir denn noch? Parts und Rohre, genau. Parts. Das sind jetzt, machen wir es einfacher. Das sind 20 und 9, 29. Aber die Produktion, die läuft schon. Naja,
Man hätte es sicher schöner bauen können. Entschuldigung. Man hätte es sicher schöner bauen können. Aber grafisch muss ich echt sagen, wow, für 30 Euro an für sich eine sehr, sehr saubere, schöne Produktion. Und da ist, gut, es ist eine Alpha. Es kann natürlich schon Bugs haben. Ich weiß nur nicht, muss ich die Station irgendwie noch mit Strom verbringen? Nee, hä? Gut. Ich denke mal, es ist sicher ein kleiner Bug, dass hier die Anzeigen grün sind. Die waren nämlich beim letzten Mal, jo. Gut, ich weiß gerade gar nicht, was wir mit Kupfer eigentlich alles machen können. Eigentlich gar nichts, ne? Außer Kabel hier. So, übrigens Kupfer. Ne, das ist Iron. Iron. Also, ne, warte mal. Hier. Das ist natürlich schon voll, ne? Das ist ja toll. Und da ist Eisen eigentlich auch schon alles drin, ne? Kann ich das eventuell in den Miner tun? Das könnte eventuell gehen. Tada. Aber die Kupferbahn, warte mal. Kann ich die eventuell... Nö. 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 Wenn ich jetzt hier ausmache, wird das Teil noch abgeliefert? Ja. Wie geil ist das denn? Habe ich für hier was? Wood? Nö. Gut. Das funktioniert alles. Der baut ab. Wenn ich jetzt hier Standby mache, kommt hier dann noch irgendwas raus. Weil er hat ja eigentlich noch hier Parts, ne? Sieht schon aus, ne? Ah, ja doch. So. Der muss erstmal hier das Zeugs alles raus transportieren. Der kommt auch nicht mehr nach. Okay, übrigens, die maximale Stackzahl ist 500. Nur so sagen wollen. Trollen. Jo. So, das bringen wir hier rüber. Das machen wir wieder hier rein. Dass alles wieder beieinander ist. So, wunderbar. Also die Parts, also nicht die Parts. Hopp. So, die Eisenplatten haben wir auch. Jetzt kommt es eigentlich ans Rohr. Hoppala. So, müssen wir den umschalten auf die Rohre. Voilà. Und schon wird es gemacht. So, das ist der Dings da. Das bauen wir hier rein. Dann, Iron Ingot. Moment. Du machst mal Pause. Beziehungsweise... Zack. 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 So. Das kannst du von mir aus weiter produzieren. Du bist im Standby-Modus, genau. Du bist auch im Standby-Modus. Und da fängt die Produktion an, genau. So, die Produktion sollte eigentlich auch laufen. Inpur, was auch immer Inpur heißt. So. So, was brauchen wir da noch? Ach ja.
einiges an Rohre. So, das funktioniert ja auch. Nehmen wir mal den hässlichen Baum hier weg. Die auch. Wir könnten eigentlich bei der... so. Wir könnten eigentlich bei dieser Factory hier unten, sofern der Copper dann vorbei ist, könnten wir Biomasse machen. Weil, ja gut, ja, das reicht noch. Das können wir auch manuell aufladen. So, wir brauchen Rohre. Jede Menge Rohre. Zack. Hier haben wir noch Biomasse. Haben wir hier? Nee. Bauxit. Bauxit is turned into aluminium in gold via an advanced smelting process. So, mal einfach scannen, dass wir es können. So, wir warten immer noch auf die Rohre. Gut, Kupfer haben wir jetzt. Also ne, Eisen haben wir jetzt keine mehr. Dann können wir den wieder anschalten. Der hat noch Eisen drin. Wie schaut es bei dir aus? Soweit fast gut. Nur, dass hier irgendwie die Produktion nicht zustande kommt. Also doch, zustande kommt sie schon, aber irgendwie braucht das ein bisschen, ne? Ich könnte eigentlich auch, ne, ist einfach, wenn wir es hier reinmachen. So. Wir schauen da mal. Okay. Wir schauen nicht da rein. Also wir schauen schon rein, aber nicht so, wie ich das möchte. Ach, ne. Gut, das läuft. Wie schaut es mit den Rohren aus? Das läuft eigentlich auch. Das braucht einfach 4 Sekunden bis ein Rohr. Was? 15 pro Minute. Jo, sollten wir ja dann eigentlich hinbekommen. Wir werden in dieser Folge garantiert noch... So, Mikrofon ein bisschen näher ran. Wir werden in dieser Folge garantiert noch das Upgrade Nummer 4, ne 5 machen. Und dann... Komplett Space Elevator. Den kriegen wir ja da, ne? Funnel resource to complete project assembly completing stage. Here always you to unlock later tiers of milestones in the hub. Warum? Für was dieser Space Elevator genau sein soll, weiß ich nicht. Burn various forms of biomass to generate electric for the power grid. Has no input and most terraform biomass und einen Inventarplatz können wir wieder kriegen. So, gut. Das können wir eigentlich alles manuell, also automatisiert herstellen. Wir machen aber die Biomasse mal einfach mal so von Hand, ne? An für sich keine Neuerfindung, dieses Spiel. Ach, wir könnten ja eigentlich das auch manuell machen, dann haben wir das Zeugs eigentlich weg. Ne, an für sich ist es keine Neuerfindung, dieses Spiel. Aber von der Umsetzung her ist es schon cool gemacht. Macht wirklich Laune. Und es lohnt sich, diese 30 € auszugeben für eine Factory, also für ein weiteres Factory Game. Und wirklich, es ist wirklich cool gemacht. Also von der Aufmachung her und
von der Vielfalt her richtig cool, also richtig Rollenplay-technisch aufgebaut. Rollenplay-technisch in dem Sinne, dass man quasi, ne, wir kommen eigentlich von der Forschungsstation, ich sag's euch gleich, von der Forschungsstation, zack, nee, von der Forschungsstation, Physicist, ja, und hier fehlt eindeutig, ich kann nicht mal so scheißen, Mensch, so, jetzt, also man sieht auch, was ist denn das hier? Gut. Das ist so das Kommando-Dings. Bei dem eigentlich Anzeigen drauf sein sollten, aber irgendwie, naja. Hier ist das Bett. Ich habe gerade geschaut, ob wir irgendwie uns bücken können. Ich glaube aber nicht, ne? Was habe ich jetzt gedrückt? Ach, ja. Okay, F. Das ist der Montagebereich. So, wir wollen mal schauen. Wir wollen mal schauen, was unsere Rohre hier machen. Es nimmt langsam Form an. Wir sind schon über 150 Rohre. Wunderbar, wir schaffen das in der Folge noch. So. Ansonsten, ne, das läuft eigentlich auch. Das läuft gar nicht mal so schlecht. Es funktioniert für eine Alpha, funktioniert eigentlich alles tadellos. Es ist vielleicht noch nicht alles implementiert, aber was schon implementiert ist, das funktioniert gut und sieht nicht mal schlecht aus. Ach, nee, sieht sogar sehr gut aus. The Power Network kennt was? Build Miners, das haben wir. Ups. Hey. Lass mich. Ich will ein Taxi haben. Build Miners are full automatic reserves. Das haben wir. Add buildings to your to-do list wie hier the build menu. Das haben wir eigentlich auch. The power network can be overloaded. Manager, I will. Wie ich will. So. Die Concretes, die kannst du nur auf 100 decken. Und warte mal, 23, das wären 25, 45, jetzt noch 5, also jetzt noch 2. Dann hätten wir das Upgrade für, mein Stuhl lässt nach, Mensch. So, dann hätten wir, tata, Upgrade Nummer 5. Ihr seid dabei. So. Wunderbar. Upgrade. Stack Upgrade. E-Press. Schemal hat. Player upgrade. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building Biomass Burner. Building Space Elevator. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit-approved protocols. Okay. Additionally, the MAM provides the opportunity to send samples of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Solide. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Good luck. Viel Glück. Danke.
Hier kann ich, was kann ich denn hier machen? Warte mal, ich hole mal die Sachen. Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich mit dem Elevator genau muss machen. Na gut, ja, es muss noch ein bisschen produziert werden. Warte mal, ich nehme mal alles mit und ich schau mal, was ich hier kann machen. Das ist so ein Genau, damit kann ich das Zeugs analysieren. Cool wäre es, wenn es jetzt noch da drauf liegen würde. Gut, wir haben das Ziel, diesen Elevator zu bauen. So, dann machen wir den auf die To-Do-Liste. Biomassenburner, auch du. Aber wie man die Sachen zueinander bekommt, weiß ich jetzt nicht. Das sind 1000 und das sind so. Ja. Iron Road, ja. Das wird ja hier produziert. Jo. Das dauert noch ein bisschen. Es ist eine Alpha, liebe Freunde. Es ist eine Alpha. Und es ist halt wirklich nur so ein Spieltest zum Schauen, ist alles stabil, läuft alles. So, das brauchen wir nicht. Das ist Bauxit brauchen wir auch nicht. Biomasse brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und Holz brauchen wir auch nicht. So. Wir könnten natürlich produktionstechnisch könnten wir hier natürlich mehrere Sachen gleichzeitig bauen, damit es schneller geht. Aber ich meine, einen zweiten Miner für Eisen wäre nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich die Kabel machen. Ne, dann könnten wir hier so, und wo haben wir es denn? Hier Production, zack, da haben wir auch alles. Aber wir haben hier eigentlich noch ein wir haben hier noch einen Miner, also ein Eisenvorkommen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Eisen oder wie viel Vorkommen das Zeugs hat. Aber, ne, wir zapfen mal da an. So, so. Dann brauchen wir noch ein Schmelter. Zack. Dann brauchen wir noch einen Constructor. Da fehlt natürlich diese Iron. Moment, die habe ich hier. Zu wenig, ja. Wie viel habe ich denn jetzt? 2. Scheiße.
So, 3. So, dann brauchen wir einen Constructor. So, und zum Schluss natürlich noch wir könnten auch doppelstöckig bauen. So, jetzt wollen wir mal wie kann ich denn jetzt? Nee. Wie kann ich? Ah, so. Okay. Was fehlt mir? Eisenplatten. Oh, nee. Gut, wir lassen mal diese Produktion. Und machen die Produktion. Und gut, dann machen wir von dem. Da fehlt mir noch Kabel. Och, nee. Fehlt mir alles, Mensch. Na, gut. So, dann Cable. So. Passt, glaube ich. So, dann brauchen wir mal von dem hier. Machen wir einmal so. Dann von dem hier machen wir einmal so. Und wo haben wir noch einen frei eigentlich? Das sind schon 4. Wo ist er denn? Hier. Da ist auch schon 4. Da sind auch schon 4. So, dann machen wir den weg. Von hier gehen wir zu dem Verteiler, von da gehen wir dahin und von da gehen wir dahin. So. Ah, schön. Brauchen wir Eisenplatten. Ja. Wieso? Überlast. Gut, dann müssen wir bei der nächsten Folge hier Platten machen. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao.